mit den Koffer? Ich hab ja bloß 2 Hände. Selber schuld. Wir waren ja so lieber daheim bleiben. Ja. Mei, ist das ein wunderbares Zimmer. Ja, was soll denn das Zimmer wunderbar sein? Ja, das war ja klar, dass euch einmal das 100. wieder nicht passt. Ihr müsst euch heute erst einmal eingewöhnen. Dann gefällt euch schon, das Apartment. Apartment schimpft sich so eine Schuhschachtel. Ich will mich aber nicht eingewöhnen. Und der Aufzug ist auch hin. Tante Amalie, ihr wohnt parterre. Das ist mir wurscht. Da komme ich niemals mehr hoch. Da treffen wir gleich einen Grabstein, sonst bringen wir den nimmer hoch. Jetzt hört's halt einmal auf zu meckern. Ich kann mal auf Versailles einquartieren, dann hätt's auch noch was zum Aussitzen. Wo ist denn eigentlich die Tante Mia so lang? Ja, freilich, das bin ich schon gewohnt. Dass man mich immer und grundsätzlich vergisst. Und mein Koffer darf ich auch allein schleppen. Hat ja kein Mensch geschafft. Ich hab selber gesagt, wart, bis ich wieder komm. Meinst du, dass ich mir stundenlang die Füße im Bauch stehe? Ah, ist das da schön. Und so elegant. Au, was schubst mit dem? Oh, schaut euch bloß einmal das Sofa an. Oh. Ja, Ich fühle mich wie bei Winzers. Da bleibst du am besten gleich sitzen, dann gehst du uns nicht im Weg um. Also, dass das gleich einmal klar ist. Ich nehme dieses Einzelzimmer in den Park raus. also das Einzige, was bis jetzt klar ist, dass du nicht schon wieder alles allein entscheidest, gell? Umeinander kommandieren lassen wir uns die nächsten 6 Wochen nicht von ihr. Das klang schon wieder daheim. Ja, Wisst ihr was? Ihr geht's mir jetzt schon auf den Wecker und schon wir. danke, gleichfalls. Mein Gott, na, ihr seid halt einmal friedlich. Schaut's doch halt dann aus. Allein schon diese wunderbare Gegend. Genau. Seid doch einfach dankbar, dass ihr mir rauskommt. Ja, Weg von daheim. Ich bin bloß dankbar, dass ich jetzt die nächsten 6 Wochen die Wirtschaft nicht putzen muss. Was redest denn da jetzt daher? Du putzt doch schon lange nicht mehr. So, Genau. Und dann ist es schon lang keine Wirtschaft mehr, sondern das erste Gourmet-Lokal am Platz. Ja, das wissen wir schon. Aber ich versauere da keine 6 Wochen. Das kannst du abschminken, mein Sohn. Also Mama, du wolltest doch einmal weg. Ja, in die Karibik. Aber nicht in so ein Kaff. Mama, wir haben für euch das exklusivste Haus rausgesucht. Und jetzt erholt euch gefälligst. Zerfix nochmal. Erholen? Ja, von was denn, Bittchen? ich erhol mich schon. Sabotistin. Als werde ich euch einmal was sagen. Wisst, was ihr uns habt? Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Abgeschoben habt ihr uns. Aus dem Verkehr gezogen. Wir lassen uns nicht mehr sagen, was wir wollen dürfen. Und daher wollen wir auf keinen Fall. Also Mama, das siehst du vollkommen falsch. Du bist stark. Ich spreche jetzt mit meinem Sohn. Siehst du das, Klaus, jetzt hörst du das selber. So ist sie immer. Jetzt gibt's halt einmal Ruhe. Mama, schau doch. Brauchst dich gar nicht wieder einschleimen. Ich bin stinksauer. Und ich hab ein Stinkwut. Ich nicht. Mach dich doch. Mach dich nicht so Brot mehr. Es ist passiert, ich komme da nicht mehr hoch. Vielleicht darf ich jetzt auch einmal ein Wörtel reden. Bitte. Passt mir auf. Danke, ihr 3 Grazien. Ihr habt so euer ganzes Leben lang nichts als wir hart gearbeitet. Das Lokal in die Höhe gebracht. Und ich hab putzt. Und ich hab... Wissen wir alles und das schätzen wir auch alles. Ja, ewig dankbar müsst ihr uns sein. Das sind wir ja auch. Wenn auch nicht unbedingt ewig. Jetzt bin ich neugierig, wann ich endlich einmal meinen Satz zu Ende reden darf. Schaut's her. Ihr 3 seid doch schon fast 200 Jahre alt. Ja, ich fühle mich höchstens wie 60. Ja, das wissen wir. Marschelst ja immer auf, wie gerade 50. Ja, und du manchmal wie 70. Klaus, hast jetzt das wieder gehört? So ist sie immer. Bloß wenn du mich aufregst. Sonja, ich glaube, es ist jetzt gescheiter, wir fahren.
Mama, du sollst wissen, wir haben es wirklich nur gut gemeint mit euch. Sauber. Schnarcht die Tante Mia immer so? Ja, freilich, warum meinst du, dass sie allein im 3. Stock wohnt, ha? Jetzt geh weiter. Ja, schieb halt ein bisschen. Oh, ja, geh mich nicht hoch. So, also mein lieber Klaus, wir haben gehört, dass du es nur gut mit uns meinst. Wir danken dir. Das schaut ja gerade so aus, als würden sie uns nachschmeißen. Richtig. Die Verhandlungen sind bis auf Weiteres vertagt. Auf Wiedersehen. Wer sehen, Mama, in ein paar Tagen, da gefällt es euch so gut, dass ihr gar nicht mehr heim wollt. Und stell mir ja nichts an. Gleich fangst du an. Ja, wir kennen dich. Ja, wir kennen dich. Das unvermeidliche Echo. Geh, war doch nicht so gemeint. Also dann, eine recht gute Zeit euch dreien, gell? Und lasst euch einmal so richtig verwöhnen. Ja, wir besuchen euch dann schon bald, gell? Ja, muss nicht sein. Für euch! Für euch! Für euch! Jetzt stehen wir da, wie ausgesetzt. Ich sage dir, in die Verbannung haben sie uns geschickt. Das verzeih er nie. Aber da steckt doch bloß sie dahinter. Ja. Gute Lust hätte ich und das alle enterben. Wir haben doch noch kein Testament gemacht. Und du hast ja das meiste sowieso verputzt. Ja, gleich, wenn ich daheim bin, mache ich eins. Und da schreibe ich rein, dass kein Pfennig mitkriegen. Ah, so sagst du halt jetzt. Ja, aber der Klaus ist und bleibt einmal dein Bub. Grüß Gott, die Damen! Grüß Gott! Und herzlich willkommen, Ja, grüß Gott, Herr Doktor! Dr. Weinberger. Ich bin die Elvira Niebel, wenn's angenehm ist. Oh, freut mich noch so rüstige und wie mir auch scheint, lebenslustige Damen in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Also, wenn ich das so auf Ihre Geburtsdaten sehe, beachtlich. Eine noch hübscher wie die andere. Ja, wir haben uns gut gehalten. Ich bin also Dr. Weinberger. Ja. Ich werde Sie die kommenden 6 Wochen betreuen. Betreuen, wie schön! Und wie dürfen wir uns diese Betreuung so im Einzelnen vorstellen? Es geht um Ihre gesundheitliche Betreuung. Gesundheitlich? Ja. Ach so. Also ich bin pumperlgesund. Und mir fehlt fast gar nichts. Na wunderbar. Also, da hätten wir erst einmal Frau Elvira Niebel. Hier? Dann Frau... Fräulein, bitte. Entschuldigung. Fräulein Amalie Niebel. Naja, wir sehen uns ja noch. Ja. Schwester Gertrud, Sie sorgen bitte persönlich dafür, dass es den Damen an nichts fehlt. Selbstverständlich, Herr Doktor. Wie bei allen unseren Kurgästen. Gut. Mia, steh auf! Steh auf, der Herr Doktor ist da! Was ist los? Wer ist krank? Das ist unser Herr Doktor. Ja, gib schön die Hand. Ja. Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hab bloß ein bisschen ausgeruht. Ja, schon in Ordnung. Deswegen sind Sie ja da. Also wie schon gesagt, ich werde Sie die kommenden Wochen ärztlich beaufsichtigen und betreuen. Gut. Damit Sie sich auch recht wohlfühlen in unserem Haus Sonnenschein. Ihr fällt ja rein gar nichts. Aber mich plagt hin und wieder ein scheußliches Rheumatisch. Genau darunter. Da können wir abhelfen. Ja, Schwester Gertrud wird Sie einreiben. sieh doch. Dann habe ich keins. Also, meine Damen, morgen um 10 Uhr ist Chefvisite. Gut. Schwester Gertrud wird Sie mit den weiteren Gepflogenheiten des Hauses bekannt machen. Einen schönen Tag noch. Und deswegen habt ihr mich jetzt geweckt, dass ich den netten Doktor gerade noch 1 Minute von hinten sehe. Geh weiter, schlafen kannst du daheim. Wir sind da, um uns zu erholen. So, meine Damen Niebel und Wurzinger. Ja, ich bin also die Schwester Gertrud. Wenn Sie was brauchen, dann klingeln Sie bitte schön. Ja. Ab morgen beginnt dann Ihr Programm. Ah, wo ist er denn bitte, der Fernseher? Mit Programm meine ich Ihre Anwendungen. Was denn für Anwendungen? Also, rumturnen,
Und rumhupfen tue ich in meinem Alter nicht mehr. Ich auch nicht, obwohl ich noch durchaus zu sportlichen Aktivitäten in der Lage wäre. Aber ich mag nicht. Ja, wir drei, wir sind topfit. Ich nicht. Ich bin hundsmiert. Es handelt sich um eine ganz leichte, ihrem Alter angemessene Bewegungstherapie. Hat jetzt die ihrem Alter gesagt? Was denn für ein Alter, bitte? Euer Alter halt. Na, ihrem Alter eben. Und dann ist die Teilnahme natürlich vollkommen freiwillig. Niemand wird bei uns gezwungen. Aber eine sehr sinnvolle Beschäftigungstherapie hätte ich da noch anzubieten. Also, meine liebe Schwester Gertraud, Ruth, ist ja wurscht. Wir sind da, wir sind hierher verfrachtet worden, gell? Wohlgemerkt, gegen unseren Willen, um uns zu erholen und nicht um arbeiten, gell? Und uns zu beschäftigen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang beschäftigt, und zwar mit Dingen, oder da so ein junges Mädel wie Sie am zweiten Tag schon zusammenbrechen. Und gar nicht mehr aufstehen? Ja. Wir waren ein Leben lang selbstständige Geschäftsfrauen. Wir tun grundsätzlich nur noch das, was wir gerne tun. Aber ich habe doch die Pflicht, Sie einzuweisen. Gut, Ihre Pflicht haben Sie erledigt. Sie werden nicht mehr benötigt. Warten Sie bitte. Was war denn das für eine Beschäftigung? Mia! Fragen wäre ich doch noch dürfen. Vielleicht macht's mir noch Freude. Mir wird's ganz gewiss langweilig, wenn ich nichts zum Putzen hab. Unsere weiblichen Kurgäste flechten für unseren Weihnachtsbazar Brotköpfchen. Ja, wo sind wir denn da hingekommen? Brotkörperl. Also ich vielleicht keine Brotkörperl. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch was Nettes, Brotkerberl. Darf ich da auch eins mit heimnehmen? Ja, wenn Sie es wünschen. Ja, dann bin ich dabei. Brotkerberl. Ich finde das lustig. Das ist unser Jüngste. Die war schon immer etwas zurückgeblieben. Zurückgeblieben. Jetzt bin ich aber beleidigt. Gut, wenn die Damen im Moment nichts mehr brauchen, dann gehe ich jetzt. Was ich nur sagen wollte, draußen stehen die Kannen. Kannen? Tee, eine sehr bekömmliche Kräutermischung. Sie sollten die Kannen immer mit in den Speisesaal nehmen. Ja, warum sollen wir denn volle Kannen spazieren tragen? Sie sollen es auch nicht voll spazieren tragen, sondern trinken. Und dann jeden Abend wieder auffüllen lassen. So deppert hätte jetzt nicht einmal ich gefragt. Jeden Tag eine ganze Kanne. Ja, pfui Teufel. Da rennen wir doch einen ganzen Tag zum Bieseln. Sie werden es nicht glauben. Wir haben sogar Toiletten im Haus. Oh, jetzt nicht. Die Damen können jetzt das Abendbrot einnehmen. Abendbrot einnehmen. Vornehm, vornehm. Ich gehe ganz einfach zum Essen. Ja, ich hab auch schon Mordshunger. Ja, du denkst immer nur an das eine. Na, denke ich schon lange nicht mehr. Ich denke nur mehr noch an das andere, gell? Aber geh weiter. Jetzt heift's mir auf. Jetzt Ja, also wenn du mir hochholst, tue ich für dir. erstes Mal an, Josef. Wie kann man bloß drei alte Weiber so ein Möbelstück zumuten? Mia, was sind wir? Miteinander fast 200 Jahre alt. Ja, wir sind nicht alt und Weiber sind wir schon gleich gar nicht. Wir sind drei Damen. Oh. Ja, sagen wir eine Dame. Sehr gepflegt und in den besten Jahren. Die haben wir schon lang hinter uns. Aber wenn's dir gut tut. Entschuldigung, ich hab noch was vergessen. Keine Zeit. Wir werden das Abendmahl einnehmen. Und jeder mal ein Fenster machen Sie auf. Hallo Tante Mia! Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sind Sie mit Sicherheit nicht meine Tante Mia. Um das zu erkennen, da braucht's keine besondere Intelligenz. Ihre Tante ist mit ihren Schwestern beim Abendmahl. Wo? Brot. Ach so. Wenn ich mich vorstellen darf, Luki Wurzinger. Ich bin ein hoffnungsvoller Sprössling vom Bruder.
des verstorbenen Gatten meiner lieben Tante Mia. Hochinteressant. Bleiben Sie halt noch 5 Minuten da. Ja, schauen Sie, ich bin ja praktisch auch sowas wie ein Patient. Okay. Und an welcher Krankheit leiden Sie denn? Hoffentlich nicht ernsterer Natur. Doch, an akuter Vereinsamung infolge mangelnder Zuwendung. Da hätte ich eine gute Therapie. Ja? Kaufen Sie ihnen doch einen Dackel. Oh. Was glauben Sie, was da an Zuwendung kriegen? Der schlägt Sie sogar ab, wenn Sie es wollen. Also... Wie kann denn ein so hübsches Wesen wie Sie nur so grausam sein? Ja, wir Männer, wir brächten sowas nie fertig. Da sind wir viel zu zart beseitigt dazu. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann ich lachen. Schauen, Schwester... Gertrud. Schwester Gertrud. Das passt zu einer, ehrlich. Vor allem zu der strengen Frisur. Und das Knopferl da hinten, Trolle. Finger weg. Geht's nur mit einer Haar? Entschuldigung, aber ja, ich hab mir gerade vorgestellt, wenn Sie ein wunderschönes Haar offen hätten, dann die Trudi großartig zu einer passen. Sie jetzt wären's langsam frech. Was bilden Sie denn überhaupt ein? Gar nichts. Ich wollte nur charmant sein. Das ist ja unglaublich. Schwester Gertrud. Ja, was wollen Sie denn noch? Ihre Tante wird bald zurück sein. Jetzt warten Sie halt. Was brauche ich noch eine Tante, wo ich Sie kennengelernt habe? Ich weiß, ich bin ein bisschen nervig, aber sagen Sie, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass unsere Begegnung geradezu etwas Schicksalhaftes an sich hat? Also jetzt werden Sie, glaube ich, größenwahnsinnig. Nein, überlegen Sie doch. Nichts im Leben passiert zufällig. Es ist alles Bestimmung. Wenn Sie also nur ein paar Sekunden früher aus dem Zimmer wären, dann wären Sie ums Eck rum gewesen, ja, und ich wäre ganz allein und verloren in dem leeren Zimmer gestanden. Oder andersrum. Ja, schon. Sie sind wohl ein ganz hartnäckiger. Milde ausgedrückt. Ja, mir wären's praktisch nimmer los. Irrtum. Spätestens in 6 Wochen, wenn Ihre Tante Mia wieder abgereist ist. Ja, und was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Habe ich das noch gar nicht gesagt? Ja, mit Ihnen ausgehen, in ein schönes Lokal, ein wenig halt tanzen und so halt. Naja, zum Essen dürfen Sie mich einladen. Eilung, Auwe. Aber mit dem und so halt, da wird's nichts. Dass das gleich mal klar ist. Aber Schwester Gertrud, für was halten Sie mich? Naja, ich denke schon das Richtige. Also gut, um 20:30 Uhr habe ich Dienstschluss, da bin ich drüben im La Gondola. Aber ich warne Sie gleich vor. Ich bringe einen riesen Hunger mit. Ja, dann passt's ja. Und wehe, wenn Sie mich versetzen. Aber gar nie, wo ich doch so um die Gunst gekämpft habe. Also, um halb 9 im La Gondola und noch was. Ich freue mich auf Ihr offenes, wallendes Haar. Frecher Mensch, bleibe daheim. Luki, das hast du wieder großartig gebracht. Ja, bis auf die Einladung zum Essen. Sagst du die? Hoffentlich hat die Tante Mia genug Geld dabei. Ja, wer weiß, was die alles zusammen ist. Wohl möglich will sie ja noch Nachspeis. Eine Unverschämtheit ist aber eine Unverschämtheit. Die 3 unvermeidlichen Nahen. Das sag ich dir. Nach diesem furztrockenen Kas, den können Sie morgen selber essen. Das ist doch eine Unverschämtheit. Ja, wie soll man denn den beißen, ha? Der Kas hat sich aufgerollt, als wir eure Schuhe sollen. Ja, da, schau her. Kaum sind wir 2 Stunden da druckt der Besucher schon rein. Gott zum Gruße, meine Lieben. Lass einen Herrgott aus dem Spiel. Ich weiß ganz genau, warum dass du da bist. Okay. Kann man denn vor dir nie und nirgends sicher sein, ha? Wisst's was? Ich entsorge jetzt diese Wald- und Wiesenmischung von Tee auf dem Klo, dann schmeiß ich mich in Schale und gehe auf die Pirsch. Was ich da so gesehen hab, sind da nur ein paar ganz manierliche männliche Exemplare umeinander. Elvira, du gehst mir nicht schon am ersten Tag weg, gell? Verstanden? Sehr gut sogar, aber ich bin aus dem Alter raus, wo man folgen muss. Und schon gar nicht eine Schwester, gell? Heute gehe ich noch wohin, da bin ich sehr intim. Ich such mir einen schönen, lass mich von ihm verwöhnen. Oh, heilige Krankheit! Ja, was steh ich noch aus? Ja, und du, was stehst denn du so deppert umeinander? Ja, hock dich halt hin. Entschuldigung. Ja. Du sag einmal, wo ist denn die Tante Mia? Ja, die ist doch immer die langsamste.
Und was treibt ihr denn zu uns schon her, hä? Mei, du, ich hab die Tante Mia schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und da hat mir die Sonja gesagt, wo ihr seid, und da bin ich gleich los. Erst vor 3 Wochen habt ihr euch das letzte Mal gesehen. Und ich mein, du fahrst nicht aus lauter verwandtschaftlicher Zuneigung daraus zu uns. Aber Bur, ich warne dich. Also, was du noch immer hast, immer musst du mich gleich verdächtigen. Na. Ja, du, ich komme mit den lautesten Absichten, aber von reiner zwischenmenschlichen Beziehung, da hast du keine Ahnung. Red doch kein so ein Schmarrn zusammen. Ich kenne dich, aber wir. Amalie, der Tee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hast du den schon probiert? Ah, der Luki. Ja, Bur. Ist das schön, dass du deine Tante gleich besuchst. Ah, sitzt du wieder hin? Ja, du, ich wollte gestern nur zum Vergottsang kommen, aber da habe ich es nicht mehr auf 3 gebracht. Und? Wie geht's dir denn so, Tante Mia? Mal so, mal so. Heute geht's mir mehr so. Wieso? Und? Was magst du so? Du wirst es nicht glauben, aber ich hab da eine ganz große Sache am Laufen. Ja, das mit deinen Computer, gell, das weiß ich schon. Ich gehe jetzt dann. Am Himmels Willen, wer bist denn du beieinander? Fest schaust aus, Tante Elvira, alle Achtung. Man tut, was man kann. Und wo willst du jetzt hier in dem unmöglichen Aufzug? Auf eine Thrombosenstrumpfpartie. Gehabt euch wohl. Heute gehe ich noch wohin. Da bin ich sehr intim. Ich suche mir ein. Was ist denn das? Eine Thrombosenstrumpfparty? Gibt's das überhaupt? Nein, aber bei der Tante Elvira, da gibt's doch nichts, was es nicht gibt. Ja. Du, aber was ich dir sagen wollte, gell? Die Computer, die sind im Grunde schon längst out. Du, der Markt ist dermaßen übersättigt, da kannst du keinen Blumentopf mehr gewinnen damit. Nein, nein. Ich steige jetzt in die weltweite Kommunikation ein. Gebur, du warst doch schon lang bei der Kommunion. Vergiss es, Tante Maria. Aber die Telekommunikation, du, das ist der Megarenner. Das ist die Hoffnungsbranche überhaupt. Medien, Hightech, verstehst? Na, aber ein Megarenner waren doch vor ein paar Wochen deine Computer auch noch. Tante Mia, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Na du, wenn du nicht bei den Ersten dabei bist, dann ist die Sache schon gestorben. Aber das kann dir doch mit diesem weltweiten Dingsbums ganz genauso gehen. Bist mein gescheites Tantal, gell? Ja, logisch kann's mir da genauso gehen. Du musst da schneller sein wie alle anderen, verstehst du das? Na, Macht nix. Ja, aber natürlich ist bei jedem großen Deal ein gewisses Startkapital vonnöten. Logisch. aber ich hab dir erst vor ein paar Wochen ein Startkapital gegeben. Mei, Tante Mia, das tut kein Menschen mehr weh wie mir, das kannst du mir glauben. Aber da haben's mich ganz gemein klingt, kann ich dir sagen. Was haben's die? Ja, reingelegt. Alles futsch. Alles. Meine ganzen 10.000 Euro futsch. Das ist ja ein Vermögen. Ja, ich weiß, dein schönes, hart verdientes Geld. Da habe ich jahrelang dafür gearbeitet und putzt, was du in ein paar Wochen in den Sand setzt. Mei, Tante Mia, ich bin einfach zu gut für diese Welt. Ich glaub jedem alles und das ist mein größter Fehler. Hast mir mal ein Taschentuch. Geburt, jetzt nimm's halt nicht so tragisch, schau. Im Grunde ist doch Geld auch bloß Papier, gell? Recht hast. Schau, Tante Mia. Ja, und nachdem du mir ja sowieso einmal alles vererben sollst. Was? Möchtest. Ja, da hab ich mir gedacht, ob du mir nicht noch einmal so einen kleinen Vorschuss geben könntest. Du hast doch selber immer gesagt, wie glücklich das es dich macht, wenn du mit Warme hingeben kannst. Also, mache ich dich doch im Grunde nur glücklich. So glücklich macht mich das auch wieder nicht. Wie viel war's denn das mal? Bloß 5.000. 5.000? So viel hab ich ja gar nicht dabei. Dann schreibst mir einen Scheck aus, das geht auch. Du weißt ganz genau, dass ich keinen Scheck nicht mag. Ich mag das Geld sehen und nicht so ein Klump. Weißt du was, Bub? Du wartest jetzt die 6 Wochen, bis ich wieder daheim bin. Und dabei kannst du genau beobachten, wie sich die Sache mit diesem weltweiten Dingsbums da entwickelt. Und dann können wir noch mal reden miteinander. Du, in 6 Wochen, da bin ich weg vom Fenster. Ja, und in 14 Tagen hast du wieder ein neues und noch ein größeres Geschäft. Und überhaupt muss ich daheim einmal nachrechnen, wie viel ich dir schon gegeben hab.
Weißt, Lucky, ich bin zwar eine grundgute Haut, aber ganz so deppert, wie du meinst, bin ich doch nicht. Also, das verletzt mich jetzt aber wirklich. Ich hab immer gemeint, du gibst es mir gern. Tu ich doch. Aber dein ganz persönliches Sozialamt bin ich trotzdem nicht. Ja, du, das verstehe ich doch. Du, eine nette Schwester habt's da. Gertrud heißt's, meine ich. Ja, das nicht. Ja, stell dir vor, ich hab sie kennengelernt vorhin. Du, die ist gleich voll auf mich abgefahren. Okay. Ja, und sie hat mich doch tatsächlich gefragt, ob ich die öfters besuche und so halt. Was du nicht sagst. Ja, ich natürlich, gell. Kavalier wie ich bin, hab sie gleich zum Essen eingeladen in die Pizzeria da drüben. Sehr nobel, Lucky. Such dir endlich einmal ein Netzmadel. Ja, ja, ich bleib immer am Drücker. Aber Frauen wollen verwöhnt werden, verstehst? Ja, und ich hab grad noch 12 Euro in der Tasche. Mein letztes Geld hab ich fürs Benzin ausgegeben, damit ich zu dir fahren kann, ehrlich. Da hast du 2,50er. Mehr kostet der Essen in unserem Gourmet-Lokal auch nicht. Danke, Tante Mia. Du bist der Schatz. Nein, eine blöde Kuh. Aber jetzt, okay, jetzt will ich dich gar nicht mehr länger von deinem verdienten Schlaf abhalten. Jetzt gehst du brav ins Bett und träumst was Schönes, gell? Ja, ja, von meinen Futschen 10.000 Euro, gell? Lucky, komm gut heim, gell? Und bitte, die nächsten 6 Wochen brauchst du mich nicht unbedingt noch mal besuchen. Schade. Ja, aber gut, wenn du meinst. Amalie! 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 Ja, heilige Dreifaltigkeit! Ja, wo steh ich aus? Ja, steht die tatsächlich da draußen, ha? Ja, sag mal, ja, bist denn du total übergeschnappt, ha? Warum gehst du nicht bei der Haustür rein? Psst, sei doch stark, es ist doch schon zugesperrt. Gute Lust hätte und da die draußen stehen lassen. Ja, sag, was darfst denn du, wenn wir im ersten Stock drunter wohnen? Jetzt hör halt auf! Schau, dass du in dein Bett kommst. Na, mir fehlen die Worte. Stell dir vor, ich habe einen ganz heißen Typen kennengelernt. Kein so ein Schrumpftarzan wie der Peter damals. Interessiert mich nicht mehr, gell? Wir sind da, um uns zu erholen und nicht, dass du am ersten Tag schon so einen heißen Typen aufreißt. Ja, wo schauen wir denn? Ich bin eben jung geblieben, im Gegensatz zu euch zwei. Was machst du denn da? Lass zu! Reg dich doch nicht gleich wieder so auf, nicht, dass dir noch auf der Kur der Schlag trifft. Was denn noch? Keep cool, Amalie. Jetzt kommt dann gleich der Heinzi. Du, ein sehr lieber, netter und anständiger Bursch. Und? Der ist Pizza-Ausfahrer. Der darf uns mit Pizza versorgen, wenn uns das Essen da nicht schmeckt, hat er gesagt. Interessiert mich nicht. Ich mag keine Pizza. Stell dir vor, den hat doch tatsächlich heute Abend seine Freundin aus der gemeinsamen Bude hinausgeschmissen. Ist das nicht unglaublich, wo es doch in der Nacht schon so frisch wird? Noch ein Wort und mit reißt da, Herina. Der arme Kerl ist vollkommen verstört auf der Straße gestanden. Ja, er weiß doch nicht, wo er bleiben soll heute Nacht. Und da habe ich ihn getröstet und habe gesagt, er kann, wenn er möchte. Durchaus. Es darf uns weiter nicht stören. Bei uns. Nein! Ja, jetzt stell dich doch nicht so an wegen einer Nacht. Der legt sie da auf das Sofa und morgen in aller Früh ist er wieder fort. Ganz gleich, wer dieser Heinze ist, der setzt mir keinen Fuß da rein das Zimmer. Sonst melde ich das der Kurleitung, dass du mitten in der Nacht fremde Männer in unsere reinen, jungfräulichen Gemächern empfängst. Meinst du vielleicht, der verschaubt sie nur in die? Heinze, alles geregelt, komm. Nein, hab ich gesagt. Oh, heilige Dreifaltigkeit. Ja, die hilft dir jetzt auch nicht. Was ist denn da draußen los? Kriegen wir noch mal einen Besuch? Servus beieinander, ich bin der Heinze.
gefahren und nicht 2. Auf 2 kann ich gerade noch sein und so viel bin ich auch gefahren. Nein, 4 bist gefahren. Überhaupt war ich jetzt dran gekommen. Allerweil überhupft's mich. Weil du allerweil schlafst. Ach, und dann ist mir das sowieso schon zu blöd. Seit 3 Wochen spielen wir jeden Tag, Mensch, ärgere dich nicht. Ich bin doch nicht im Kindergarten. Als ob das eine Freizeitbeschäftigung für eine Frau wie mich ist. Ja, wartest wieder auf deinen Verehrer, auf den Herrn Höllbeck. Das ist natürlich eine andere Freizeitbeschäftigung. Logisch. Bist mir ja bloß neidig. Wenn man euch zwar so zuhört, kann man meinen, ihr seid zwei junge, dumme Madeln. Also, was ist jetzt? Ich hab keinen Verehrer, ich möchte weiterspielen. Du hast deine damischen Brotkerl. Also wenn's du einputzt, ich möchte diesen eingebildeten, geschnickelten Pinsel, dann bist du am Holzweg, meine liebe Schwester. Mei, da war immer viel zu schade dazu. Und wie der von der Weiten schon riecht. Oh. Okay, ihr habt's ja gar keine Ahnung. Was? Ihr habt's keine Ahnung nicht. Das ist Moschus. Ein sehr erotischer Duft. Ja, drum stinkt er auch wie ein Moschusochse. Sag einmal, wo hast du denn den wieder aufgebaut, hä? Wir sind uns beim Kurkonzert begegnet. Sie haben gerade die Glocken von Campanile gespielt. Da hat er mich erblickt und ich ihn. Der hat mich angestarrt wie ein Maulesel sein Hafersack. Nein, das Schon was passiert? dass so eine alte Hähne wie die auch noch der Hafer sticht. Oh, heilige Dreifaltigkeit, was steh ich aus? Mei, dein Sohn, wenn das wüsste. Ach, warum unterhalte ich mich eigentlich nur mit euch? Das kann ich dir schon sagen, weil du uns nicht auskommst. Ja, weil wir verdammt sind, noch 3 Wochen gemeinsam in diesem Appartement zu verbringen. Mein Gott, ihr regt's mir vielleicht auf. Ich wär narrisch. Ja, schaut's uns doch bloß einmal an. Wir sitzen wie 3 alte, abgelegte, ausgelatschte Schuhe da herin. Wir müssen noch was machen aus unserem Leben, versteht's? Ja, gern, aber was? Also ein Mannequin wäre bestimmt nimmer. Und was ein Leben lang in der gleichen Bahn gelaufen ist, das kannst du im Alter nicht mehr rumreißen. Das müsst jetzt sogar du begreifen, Elvira. Falsch! Wir können, wenn wir bloß wollen! Okay, sag einmal, bist du narrisch, Also, aber bitte, bitte, lass dir was einfallen. Ja, wir sind dabei. Ja, ich weiß nicht recht. Wer weiß, was ihr da wieder einfällt. Ja, was wir auch machen, wir machen's gemeinsam. Wir kehren zusammen und sind schließlich sowas wie... Eine Dreifaltigkeit. Bloß nicht ganz so heilig. Hallo! Was ist denn das für ein Mannsbild? Oh, bleib stehen, den muss ich mir anschauen. Momental, ich werde gewünscht. Wer ist denn das? Oh, schau hin. Der hat Rosen dabei. Der hat sich doch an der Tür geirrt. Ein Mannsbild schenkt der Amalie Rosen. Das überlebe ich nicht. Dieses falsche Luder. Und mich putzt jeden Tag zusammen wegen Jockel. Na, wart. Weil wird der sich anhimmelt. Du, der schaut nicht einmal schlecht aus. Geht schon grad so. So ein typisches Salon-Tiroler Auslaufmodell. Und dann erst das Zahnbürstel unter der Nase. Mir tat's grausen. Schäm dich, Elvira. Wieso? Da bleiben immer Suppennudeln drin hängen. Was ist? Haben wir so eine große Vase? Schau. Wir hatten da gerade noch was gesagt von einer alten Hähne, die noch mal der Hafer sticht hat. Nein, wir sind uns begegnet. Er hat mich erblickt, ich habe ihn erblickt. Und schon was passiert. Warum passiert jetzt eigentlich mir sowas nicht? Und heute kommt er noch mich besuchen. Was da bei uns? Ja. Dann darf aber mein Jockel auch kommen. Fundig, dann spielen wir miteinander, Mensch, ärger dich nicht. Ja. Servus, die Damen. Ihr persönlicher Pizzaservice steht zu Diensten. Du bist ein Schatz. Aber trotzdem hängen sie mir jetzt voll langsam bei der Arbeit schon raus. Ja, jeden 2. Tag Pizza, wo ich gar nicht mag. Aber ihr habt's doch selber gesagt, wörtlich, der Phrase in diesem exklusiven Haus ist praktisch ungenießbar.
Da wären Pizza Napoli mit Tomaten, Käse, Salami. Pizza Stromboli mit viel Knoblauch. Und Pizza Roma mit Thunfisch und Zwiebeln. Ja, also, dann fangen wir gleich an. Ja. Also. Und bravo, sag ich, bereits in mundgerechte Stücke geschnitten. Aber viel zu viel Peperoni sind drauf. Da franzt er ja gleich das Maul aus. Macht nix. Macht nix, wenn ihr's nicht wollt. Ich verputz schon. Ist aber ja nichts viel mit Knoblauch. Was meinst du, wie sonst dein Rosenkavalier die Flucht ergreift? Blöde Kuh, du blöde. Was? Rosenkavalier. Am Ende diese Rosen. Boah. Ich verweigere jede Aussage. Ja, das seid ihr alle. Ja, Dagmar, ja, der grüß dich Gott. Mein, setz dich her. Kannst du gar nicht essen? Das ist die Dagmar. Die Tochter meiner besten Freundin. Ja, grüß euch beieinander. Grüß dich, Dagmar. Euch geht's ja ganz gut, was ich da sehe. Also, dass es in einem Kurhotel Pizza gibt, das hätte ich nicht gedacht. Pizzaservice. Lieferung kostenlos und quasi frei Haus. Als spezieller Kunden- und Freundschaftsservice für diese reizenden Damen. Das hast du aber jetzt schön gesagt. Darf ich das Fräulein vielleicht einladen? Ja, danke. Schwester Gertrud, ich komm gleich zu Frau Weber. Nein! Dr. Punkt, da wird Also, was tut der um den Zeit? Also, auf nichts kannst du verlassen. Da wird mal ausgeschämt durch Knoblauch. Na, die Damen? Grüß Gott! Oh, ein etwas ungewöhnlich strenger Geruch in dem Raum. Ich bin's nicht. Ungewöhnlich. Ich riech nix. Na, tut mir leid, ich riech auch nichts. Aber ich hab ja einen Heuschnupfen. Die hat überhaupt gar keinen Heuschnupfen. Aber jetzt riech ich's auch. Knoblauch, gell? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ich bin gerade auf Besuch da, gell? Aber Sie haben recht. Da kommt manchmal ganz ein penetranter Geruch von der Pizzeria rüber. Das ist mir auch schon unangenehm aufgefallen. Riechen Sie nichts, Fräulein Dagmar? Ja, irgendwie schon. So, aber die Pizzeria ist doch um die Ecke rum. Ja, mei, wie hat der Wind wart, gell? Und der pfeift bei manchmal ganz scharf ums Eck rum. Aber heute geht doch gar kein Wind, oder? Au, jetzt schubst mich schon wieder. Naja, das wäre natürlich eine logische Erklärung. Aber was mich in dem Zusammenhang schon etwas wundert, die drei Damen erscheinen sehr selten zu Tisch. Wissen Sie, Herr Doktor, in Ihrem Alter, da hat man keinen so gesegneten Appetit mehr. Das verstehen Sie doch, gell? Oh, und dann ist die Luft auch so würzig und so scharf, da schlägt sich bei mir auf den Magen. Und auf die Dern. Die ganze Zeit habe ich schon Dümpfiff von den scharfen Peperonen. Ich weiß nicht von was. Ja. Oh, Herr Doktor. Ja, ist sonst noch was? Hä? Naja, dann will ich in dieser Angelegenheit auch nicht weiter nachforschen. Ja. Aber das muss ich noch erwähnen. Patienten wie Sie drei sind mir noch nie untergekommen. Gell? Also wir sind doch drei ganz besondere. Ja, was glauben denn Sie, was unser Papa selig mit uns mitgemacht hat, mit uns drei Weibsen? Da sind wir heutzutage direkt harmlos. Naja, ich kann Sie auch nicht zwingen, sich den Gepflogenheiten des Hauses unterzuordnen. Aber bitteschön, macht Sie so, dass die anderen Kurgäste nichts merken, ja? Das ist unsere leichteste Übung, Herr Doktor. Ja, was meinen Sie denn, was Sie schon alles nicht gemerkt haben? Dann braucht ja der Heinz gar nicht mehr heimlich kommen. Nein. Also, ich esse auch für mein Leben gern Knoblauchpizza. Wünsche einen guten Appetit. Wollen Sie Sticke? Also, das war jetzt eine bühnenreife Vorstellung. Tante Amalie, du liegst ja wie Druck. Ja, mei, aber was mir das Nerven gekostet hat, oh, heilige Dreifaltigkeit, was steh ich aus? Das ist reiner Selbsterhaltungstrieb.
weil einer Körntelfutter, das können sie selber fressen. Darf ich dem Fräulein vielleicht noch ein Stück anbieten? Ja, danke. Oh, auf den Schrecken auf habe ich jetzt auch wieder einen Hunger gekriegt. Was ist, meine Damen? Wollt ihr nicht ein kleines Mittagsschlafferl halten? Und so wie sich das für Damen ihres Jahrgangs gehört. Jetzt wird er frech. Der schickt uns ins Bett. Ich war sowieso gegangen. Gute Nacht. Ja, aber die Dagmar ist doch mein Besuch. Ja, ich bin ja noch ein bisschen länger da, Tante. Wir können ja später noch ratschen. Ja, warum nicht gerade jetzt? Mei, du begreifst wieder gar nichts. Was, die zwei wollen alleine sein? Ja, aber die kennen sie doch noch gar nicht. Damit sie sich kennenlernen. Mein Gott, jetzt geh heute schon. Die Einzige, die ein Gespür für diese Situation hat, die bin heute einmal wieder ich. So, das hätten wir geschafft. Komm, greif zu. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich schon. Du gefällst mir sackerisch gut. Ich dir auch. Also, das kann ich jetzt nach ein paar Minuten wirklich noch nicht sagen. Ja, ich schon. Das sieht und spürt man doch auf den ersten Augenblick, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und dann einmal ganz ehrlich, also rein vom Optischen her, da kannst du bei mir wirklich nichts aussetzen, oder? Na, du gefällst mir. Also doch, ich hab's ja gewusst. Komm, nimm dir nur ein Stückchen von der Knoblauch. Oder hast du heute noch vor, jemanden zu küssen? Also, das wird ja immer noch besser. Aber gut, bis jetzt ist in der Richtung noch alles offen. Passt schon. Dann lasst jetzt mir auch noch schnell einbeißen. Dann wäre auch dieses Hindernis beseitigt. Ja, ich stick dann genauso. Glaubst du, du bist einfach unmöglich? Aber lieb. Ja, wie hast du nur die drei überhaupt kennengelernt? Oh mei, das ist eine lange Geschichte. Das würde den augenblicklichen Rahmen sprengen. Aber heute haben die eine Zeit. Und, wie schaut's bei dir aus? Ich kann unter bestimmten Umständen eine Viertelstunde einplanen. Passt schon. Sagen wir so eine halbe bis 3 Stunden. Und wo? Ja, vielleicht drüben. Sag jetzt bitte nicht La Gondola. Ich kann ja abends keine Pizza mehr riechen. Wie war's denn in dem bayerischen Biergarten ums Eck? Geritzt? Komm, geh mal. Ja. Dagmar, doch nicht durch die Tür. Ein Liebespaar geht durch den lauschigen Garten. So. Komm, geh mal. Lucky! Ich hab doch jetzt kurz Zeit. Ja und? Wie geht's dir denn so ohne mich? Stell dir vor, ich hab's überlebt. Aber jetzt lass mich bitteschön aus. Weißt, normalerweise kann ich als solche Aufreißer wie dich, die sich einbilden, jede Frau kriegt bei ihnen gleich weiche Knie, überhaupt nicht ausstehen. Ja, aber anscheinend muss ich ja doch irgendwie unwiderstehlich sein. Wenn sogar der blöden Schwester Gertrud die Knie ein bisschen weich waren sind. Und jetzt halt die Bitche nicht auf, ich muss Medikamente austeilen. Jesus, na. In alle Farben. Du, aber die Pille werden da hoffentlich nicht mehr brauchen, unsere 3 Grazien. Na, die eine hat einen hohen Blutdruck und die andere einen niedrigen. Herrschaft, welche war jetzt die mit dem hohen? Geh, die sind doch alle gleich flach. Jetzt geh mal Bitchen aus dem Weg. Du bringst mich doch bloß raus. Schau. Ja, jetzt haben wir uns gerade ein paar Mal gesehen und ich kann ja nichts anderes mehr denken. Du, keinen klaren Kopf habe ich mehr, um irgendetwas Produktives zu leisten. Da wären wir ja schon wieder beim Thema. Produktiv. Was ist denn eigentlich aus deinem letzten großen Geschäft geworden, ha? Vergiss es, das war ein Windei. Ich glaube nicht das Einzige, was du in den letzten Jahren gelegt hast. Siehst du das? Jetzt habe ich Tabletten vergessen. Ein Abführmittel braucht's ja noch. Du gibst bei der Richtigen gehen, sonst rennt der Unschuldige aufs Häusl. Lucky, du regst mir auf. Und das eine sage ich dir jetzt auch allen Ernstes. Solange du solche undurchsichtigen Geschäfte nachjagst, anderer Leute Geld verpulverst, kannst mit mir nimmer rechnen. Aber Trudi, das kannst du nicht machen. Doch, ich kann. Entweder du suchst dir jetzt sofort eine richtige Arbeit. Ja, weil dumm bist du nämlich wirklich nicht. Du meinst eine richtige Arbeit? Richtig. Eine richtige Arbeit. Und zwar 8 Stunden am Tag, am Stück und das auf Dauer. Okay, du bist grausam. Du liebst mich nicht. Das wäre vielleicht im Moment auch noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber du bist es mir wert, dass ich mir erstmal um dich und um deine Zukunft Gedanken mache. Du gibst mir uns also eine Chance? Nur wenn du dir eine gibst, klar? Klar. Und jetzt kannst deine Tante Mia besuchen. Da ist mir jetzt auch schon die Lust drauf vergangen. Du hättest es ja doch bloß wieder anpumpt. Du bist mir unheimlich.
Ja, du bist der wandelnder Röntgenapparat. Aber jetzt gibst mir zur Belohnung, weil du mich so zusammenputzt hast, der Puzzle. Ich bin im Dienst. Aber ich nicht. Lieb schaust aus mit deinen offenen Haaren. Ach ja, was tut man nicht alles für die Liebe? Man geht sogar aufs Arbeitsamt. Bitte nach Ihnen. Amalie, Mia, kommt's raus. Ich hab mit euch was zu besprechen. Was ist denn? Setzt euch hin, setzt euch hin. Ich hab mir jetzt was überlegt. Horcht's zu. Wir waren doch heute schon mal fast bei der Erkenntnis angelangt, dass wir unser Leben noch mal selber in die Hand nehmen sollen, oder nicht? Ja. Wie viel Geld haben wir denn noch? Wir haben doch damals alle zu gleichen Teilen unser Geld aus dem Lokal gekriegt. Ja, bloß du hast ja das meiste schon verputzt. Ja. Und unsere liebe Mia hat alles diesem Nix-Nutz-Lucki, dieser stinkfaulen Flaschen zugesteckt. Aber das ist jetzt vorbei. Ich hätte ihm ja eh nichts mehr gegeben. Ich trau mich wetten, dass mein Sohn in Kürze wieder dasteht und will, dass ich was locker mache. Aber ich sage euch, wir drei, wir haben ein Leben lang hart gearbeitet. Ja. Und wenn wir die Wirtschaft nicht so hochgebracht hätten und die gute Stammkundschaft so lang gehalten, dann kann das jetzt allein in sein Gourmet-Lokal reinhucken. Das stimmt. Ohne uns wären die gar nichts. Ja. Ich liebe meinen Sohn. Aber trotzdem bin ich jetzt der Meinung, das Geld, das wir uns erspart haben, das sollen sie nicht auch noch haben. Das haben wir selber auf den Kopf. Das kann ich nicht. Ich hab noch nie ein Geld auf den Kopf gehabt. Das hat ein sauberer Neffe für dich schon besorgt, gell? Aber gut, was sollen wir denn machen? Wie stellst du dir das vor? Also wenn heute eine von uns einmal die Augen zumacht. Dann spielen wir dir das Ave Maria. Ja. Du nervst. Also, wenn dieser Fall eintritt, bei wem auch immer zuerst, dann rennen doch die zwei einmal gewiss die Sonja als erstes auf die Bank und plündern das Konto. Noch bevor wir unter der Erde sind. Bloß bei dir werden sie nicht mehr viel finden. Täusch dich nicht. Ich war schließlich einmal mit einem Anlageberater liiert. Was? Mit dem Gartengestalter was beieinander. Also mein Vorschlag. Wir nehmen uns da einmal einen Tag frei, fahren mit dem Zug in die Stadt und plündern die Konten. Alles abheben. Und was machen wir dann? Heilige Dreifaltigkeit, was steh ich aus? Oh, aber dir trau ich alles zu. Und sonst gar nichts. Ich sage euch, wenn wir das Geld erst einmal wirklich Cash in der Tasche haben. Na, klauen Sie es uns. Schmarrn, dann begreifen wir erst, was für ungeahnte Möglichkeiten sich uns noch auftun. Möglichkeiten? Ja. Uns alte Schachteln. Ja, obwohl der Lucke hat selber gesagt, Geld muss arbeiten. Also, lassen wir's arbeiten. Ich weiß nicht recht. Die ganze Zeit kann ich doch nicht so viel Geld umeinander schleppen. Ja, und was ist dann mit den Zinsen? Drauf Pfiffer, wir wollen leben. Und das, solange wir noch nicht gestorben sind. Oh, ich komm nicht mehr. Jetzt kommen sie. Psst. Ja. Psst. Herein! Ja, gut schaut's ja aus, alle drei. Schau her, Klaus. Wir die Schweiberl sitzen's da. Grüß euch! Grüß euch. Uns geht's ja auch gut. Ganz gut. Schau her, Mama. Ein Blumenstrauß für dich. Freust dich, gell? Und wir, Nell und gleich 3. Ja, und für die liebe Tante Amalie die größte Flaschen Parfüm, die ich gekriegt hab. Und für die liebe Tante Mia eine Schachtel feinster Pralinen. Heut? Na, die Pralinen, die wo ich komm. Du kriegst das stinkende Parfüm. Jetzt gib mir meine Pralinen wieder. Nein, und ich soll ja meine 3 Nelken nagen. Siehst du, sie hat gesagt, bring jeder das Gleiche mit. Gut, das nächste Mal kriegt ihr die Pralinen. Und wie geht's euch? Blendend. Uns geht's jeden Tag besser. Wir machen auch schon wieder Pläne, gell? Siehst du, sie hat doch gleich gesagt, euch gefällt's am Ende so gut, dass ihr gar nicht mehr heim wollt. Wie recht du hast, mein Sohn. Daheim sterben bekanntlich leid. Ja, aber noch länger können wir dieses teure Kurheim natürlich nicht bezahlen. Gell, Klaus?
Das verstehen wir. Voll und ganz. Ich verstehe das nicht. Ihr habt's doch einen Haufen Geld. Schön war's. Mei, habt es ihr schön. Ihr könnt euch jetzt noch 3 Wochen lang verwöhnen lassen. Und daheim geht's drunter und drüber. Ach, ihr habt's ja gar keine Ahnung. Ja, habt ihr so viele Gäste jeden Tag? Oh mei, wenn's bloß das wär. Aber du weißt doch, Mama, dass wir schon lange einen Umbau geplant haben. So! Ja, du weißt doch. Die Küche hinten aus ist doch inzwischen viel zu klein für die gehobenen Bedürfnisse unserer Gäste. Die können doch auch nicht mehr wie essen. Was, die Riesenküche zu klein? Mei, da haben wir früher für Hochzeiten für 200 Leute gekocht. Früher. Da hat's auch bloß einen Schweinsbraten und einen Sauerbraten gegeben. Ach so, meinst. Na und? Was weiter? Ja, also Mama, ich will nicht lange um einen heißen Brei herumreden. Ich wollte dich bitten, ob du uns nicht vielleicht einen Teil von dem Erbe im Voraus ausbezahlen könntest. Von welchem Erbe? Also Mama, von euch 3 hat doch jede in den Jahren ein Vermögen zusammengespart. Meinst? Da muss ich erst einmal nachzählen. Ja, dann zähl nur. Weil, ich meine, du musst zugeben, dass du einen sehr aufwendigen Lebensstil führst, seit der Papa tot ist. Ja, muss ich dir darüber Rechenschaft ablegen? Nein, natürlich nicht. Ja, ich hab halt gemeint, so einen kleinen Vorschuss. Ja, so 50.000 haben wir gedacht. 50.000? Mehr wollt's nicht. Ja, dann. Du gibst das uns also. Ja, hast du noch so viel? Ist doch wurscht. Also Mama, da fällt uns jetzt wirklich ein großer Stein vom Herzen. Du weißt ja selber, gell? Schon allein die Zinsen auf der Bank, oh mei, da wärst ja arm. Ich kann euch nichts geben. Da müsst ihr schon warten, bis ihr mal die Augen zumacht. Aber dann müsst ihr unbedingt das Ave Maria spielen lassen. Aber selbstverständlich, liebe Tante Mia. Wir spielen dir alles, was du hören willst. Reg doch kein so einen Schmarrn daher. Ja, Mama, mir wär's ganz recht, wenn du die Sache gleich regeln würdest, wenn du wieder daheim bist. Weißt schon? Die Handwerker, die wollen Bares sehen. Es wird alles geregelt. Gut. Und dann wär's mir auch noch recht, wenn du möglichst bald einmal ein Testament machen würdest. Immer nur, damit alles seine Ordnung hat. Ja, Ordnung muss sein, gell? Wir greifen demnächst an. Gut. Ihr seid ja noch ganz vernünftig. Hab ich doch gewusst. Du wolltest doch noch was sagen. Ach so, ja. Also, was ich noch sagen sollte. Ah, du meinst, was sie will, dass du sagst. Ja, also wie auch immer, ich weiß schon. Ja, also, mir wär's recht, wenn sich in Zukunft einiges ändern würde. Du, Tante Mia, du langst mir bitte ab sofort keinen Putzlappen mehr an. Aber die Putzweibsen muss doch hinten nachrennen. Die schmieren doch den Dreck bloß umeinander. Genau das ist der Punkt. Jede läuft uns wieder davon, weil du sie immer kontrollierst und alles besser weißt. Ja, das lässt sich doch halt keine mehr bieten. Mir ist sowieso egal, aber weil ich habe jetzt ganz andere Pläne. Der Tante Amalia wollte doch auch noch was sagen. Ja, das weiß ich schon. Ja, ich höre. Tante Amalie, wir haben deine Mithilfe immer sehr geschätzt. Aber es ist seit langem schon nicht mehr angebracht. Gewünscht. Angebracht, dass du immer noch in unsere Geschäftsbücher Einsicht nimmst. Rumschnüffelst. Wir sind nämlich durchaus in der Lage, dass wir das selber erledigen. So. Aber auf wie viel Schlampereien bin ich euch die letzten Jahre gekommen, ha? Aber bitte, soll mir schnurzpiep egal sein. Macht's nur eure Fehler. Wir haben einen Steuerberater. Ich war kostenlos. Mein Gott, jetzt sei doch nicht gleich wieder beleidigt. In deinem Alter zirkt man sich schließlich aus dem Geschäft zurück. Ja, gern. Ich kann auch ohne diesen Saftladen glücklich und zufrieden mein Leben beenden. Ich sowieso. Macht's jetzt einen Rundumschlag, ha? Wenn du so willst, Mama. Ja, an dich hätten wir auch noch eine Bitte. Bitte? Also, es passt einfach nicht. Wir sind schließlich das erste Lokal am Platz. Ja, und dann haben wir seit langem sowieso nur mehr noch männliches Servierpersonal. Ja, das hat einfach mehr Stil. Ja, und da ist es einfach nicht angebracht, dass du immer wieder dazwischen funkst und bedienst. Noch dazu in einem Dekolleté, dass man sich direkt schauen muss. Ich hab wenigstens noch ein Dekolleté, das man zeigen kann. Es waren auf jeden Fall schon einige Gäste etwas unangenehm berührt. Von dem bisschen Ausschnitt. Deine Dirndl sind jedenfalls unmöglich. Da schimpfst du durch den Busen auf bis zum Gehtnimmer.
Ja, mei, wer kann, der kann. Die schämt sich nicht einmal. Na, sollte das? Na, Also bitte, wenn du dich unbedingt mit Gewalt blamieren willst, dann ist es deine Sache. Aber bitte nicht mehr in meinem Lokal. Ich habe verstanden. Ist sonst noch was? Und jetzt ist das Haferl übergelaufen. Elvira, bist du da? Ja, mein Jockel ist da. Wie schön, dass du da bist. Ich find's auch schön, dass du da bist. Darf ich vorstellen? Mein Sohn, meine Schwiegertochter und das ist Herr Höllbeck. Angenehm. Ich glaub fast, deine Mama hat einen Kurschatten. Also weißt schon, Mama, das gehört sich fein nicht. Warum denn nicht? Ich will dich ja nicht im Ungewissen über unsere Beziehung lassen, mein Sohn. Er ist mein Kurschatten. Herr Nieberl, wenn ich das bemerken darf, Sie haben eine zauberhafte Mutter. Ja, das kann schon sein. Er weiß es, er darf es aber nicht sagen. Schau doch, was er für ein Gesicht macht. Klaus! Müssen wir uns das anhören und ansehen? Nein, müsst ihr nicht. Ach, das Gespräch ist sowieso sehr ermüdend. Mama, wir haben soweit alles besprochen. Geht unsere Vereinbarung klar? Alles klar. Für uns zumindest. Ja, ich hoffe doch bei uns auch, mein kleiner Wirbelwind. Ich folge dir, wohin du willst. Heute Abend. Das ist ja direkt lächerlich. Die ist im Stand und bringt das ganze Geld nur selber durch bei dem Lebenswandel. Oh, jetzt passt auf. Chico. Jetzt passt auf. Ja. Herein. Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Ich stehe ruhig. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur die Familie. Nicht der Rede wert. Und das ist Edi Gumpfinger. Mein Kurschatten. Ich glaube, wir hätten die drei nie auf Kurs schicken dürfen. War ja auch deine Idee. Na, mein Zuckriegskurs hat er. Was machen wir denn heute für eine Kneipe unsicher? Ja, sie tanzt wie der Lump am Stecker, gell? Meine kleine Elfe, die schwebt wie ein Federl über das Parkett. Wunderbare Stunden haben wir zusammen verbracht. Wie schön. bloß ich hocke immer recht blöd umeinander. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir nehmen unser Leben nochmal selbst in die Hand. Ja, wisst was? Wir nehmen die Dame ganz einfach mit heute. Ja. Richtig! Wir lassen sie doch nicht als Mauerblümchen daheim sitzen. Klaus, jetzt fällt mir dann bald nichts mehr ein. Dann wünsche ich den Damen viel Vergnügen. Mama, in 3 Wochen holen wir dich ab. Hoffentlich sind wir dann gerade da. Passt's? Pass? Jawohl, da können wir. Auf was wartet ihr denn noch, mein Rosenkavalier? Wart, sie muss mich noch umziehen. Du bist schön genug. Ich kann keine Konkurrenz brauchen. Na gut, Nacht, 2 Frauen. Ja, meine, kommt heute einiges auf mich. Also Klaus, wenn die drei nicht übergeschnappt sind, dann wird sie jeden Moment. Und ich sag dir, so wie die 3 drauf sind, da traue ich denen alles zu. Wehe, wenn sie losgelassen. Und weißt du, was mir am meisten stinkt? Dass ich so wenig Busen hab.
mir gewesen. Sogar ich hab einen Verehrer gehabt. Ah, und was wir alles angestellt haben. Pfui. Wo ist das Geld? Da, sicher bei mir. Das soll uns einmal einer nachmachen. Psst, wenn uns der Doktor hört. Der ist ja noch gar nicht da. Ah, aber die gestrenge Schwester Gertrud. Die schickt mir wieder heim. Die braucht man nicht. Aber ich kann euch sagen, ich bin vielleicht sauer. Zieht doch der Edi mit so einem jungen Flügel davon und lasst mich sitzen. Ja und? Wen juckt es schon? Zu was brauchen denn wir noch Männer? Wir sind reich. Ja, und wem habt ihr das zu verdanken? Ist ja wurscht. Hauptsache wir haben's. Ich möchte jetzt was trinken. Ich will Champagner. Du brauchst kein Champagner, du brauchst ein Bett. Ja, weiter, heft's mal hoch, heft's mal hoch. Cheers! So, wir stehen wieder. Mit beiden Beinen auf dem Boden und in der vollen Blüte. Reife. Von mir aus Reife unseres Lebens. Ich darf sagen, auf dem Höhepunkt. Und wem habt ihr das alles zu verdanken? Ja, dir! Aber erst wollt ihr gar nicht mitgehen, gell? Hallo! Sind die Damen schon wach? Ja, schon ist gut, immer noch. Psst, umziehen zum Frühstück. Jockel, sei mir nicht bess, ich hab wirklich keine Zeit. Ich hab dich gesucht, Elvira. Ihr wart so plötzlich verschwunden. Und wir haben was Besseres vorgehabt. Ja. Wie umwerfend du immer noch ausschaust. Gell? Aber ich hab jetzt trotzdem keine Lust mehr auf eine längere Konversation. Ist noch was? Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, Elvira. Und ich hab schon längst vergessen, dass es dich gibt. Wie kannst du nur so grausam sein? Ach, du Schmarrer. Weißt, ich hab in meinem langen Leben schon gelernt, was ich von dem ganzen Süßholzgeraspel von euch Mannsbrüder halten muss. Aber es sind doch nicht alle Männer gleich. Alle durch die Bank. Und ich hab mir doch tatsächlich eingebildet, du hättest mich gern. Freilich mag ich die. Aber einen Schweinsbraten mag ich auch. Du enttäuscht mich. Du triffst mich, du verletzt mich, ich leide. Soll ich einen Doktor holen? Elvira. Schau, Jockel, es waren wirklich ein paar sehr amüsante Wochen. Wir sind ausgegangen miteinander, haben viel Spaß gehabt und gelacht miteinander. Aber heute fahren wir wieder heim. Ja, was soll denn das Ganze eigentlich noch? Du wärst wirklich so ohne Abschied, so einfach aus meinem Leben wieder verschwunden? Wie denn sonst? Ich bin doch auch einfach so gekommen. Also ich muss schon sagen, du hast so eine profane Art. Du raubst mir alle meine Illusionen. Du musst wissen, ich bin immer noch ein hoffnungsloser Romantiker. Wie schön für dich. Und ich habe mir doch tatsächlich eingebildet, du würdest vielleicht mit mir noch einige Zeit auf meinem Landsitz in der Provence verbringen. Gleich die Provence. So viel Kohle hast du. Wie man's nimmt. Danke, ich hab was Besseres vor. Sei mir nicht besser, Jockel. Längere Zeit am Stück noch mit einem männlichen Wesen auf Tuchfühlung. Danke, kein Bedarf mehr. Und jetzt hab ich keine Zeit mehr. Du schickst mich fort? Ja, was hast denn du denkt? Für die gut, Jockel, mach's gut. Flirt nicht immer so heftig mit den jungen Dinger. Das treibt den Blutdruck hoch. Kann in deinem Alter sehr gefährlich werden. Es ist sicher keine Scharf drauf, dass dich reanimiert. Ja, du bist mal wieder so direkt und charmant. Ja. Für die gute, schöne Zeit, da geht's hinaus, Jockel. So. Mir fehlen die Worte. Ist man mit deinem Gesäusel sowieso bloß noch auf den Weg gegangen? Hörst dich gleich auf. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mehr kommen. Ich bin im Dienst. Nach dazu ist noch viel zu früh. Was meinst du, was mich das juckt, ha? Du hast ja gar keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Lass mich nicht gleich aus, du verrückter Kerl, du. Du solltest dich lieber wieder ausschließlich um deine Tante kümmern. Die hast nämlich schwer vernachlässigt. Ach, geh, komm. Die kommt doch heute sowieso heim. Nein, heute wollte ich nur zu dir. Du, ich habe eine Wahnsinnsneuigkeit. Ich habe die Spur gewechselt. Ja, hast wieder ein neues Geschäft aufgerissen. Viel, viel besser. Du, ich habe einen Job. Ich habe mich bei einer großen Computerfirma beworben. Ja, und die haben mich gleich als Techniker angestellt. Aber
warum ich eigentlich gekommen bin. Ja, wie schaut's jetzt mit uns zwei aus? Das ist nicht so einfach. Du wohnst immerhin ein ganz schönes Eck weg von mir. Aber ihr könnt mich rein theoretisch in einer Klinik in deiner Nähe bewerben. Ich bin schließlich ausgebildete Krankenschwester. Dann mach's auch praktisch. Heute noch schreibst du die Kündigung. Ah, langsam, langsam. Alles schön der Reihe nach. Also, Schwester Gertrud, ich muss sagen, Sie schauen heute wieder bezaubernd aus. Schwester Gertrud, ich muss mich doch sehr wundern. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, es ist so... Ich hab mal Kreislauf, Herr Doktor. Ja, mir ist plötzlich ganz schwarz vor die Augen und die Schwester Gertrud... Ja, mir ist das schon länger aufgefallen, dass Sie sich in letzter Zeit irgendwie verändert haben. Jetzt scheine ich ja den Grund zu wissen. Ja, sie ist verliebt. Und zwar in mich. Ja, ist schon recht. Aber Sie sind trotzdem im Dienst, Schwester Gertrud. Ich weiß, nochmals Entschuldigung. Herr Doktor, Sie werden es nicht glauben, aber die 3 Damen sind heute früh, also gerade jetzt erst heimgekommen. Die waren praktisch die ganze Nacht unterwegs. Was sagen Sie jetzt da dazu? Dass mich bei den 3 nichts mehr wundert. Aber Sie reisen ja heute ab. Also gehen wir der Sache nicht weiter nach. In Ordnung? Selbstverständlich, Herr Doktor. Ich habe Sie auch nur informieren wollen. Ja, also gut. Ich sehe Sie dann gleich im Arztzimmer, ja? Moment, Herr Doktor, meine Verlobte wird Ihnen erklären. Du sag einmal, wo ist denn eigentlich meine liebe Tante Mia? Ja, freilich, die hat sich ja die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Jetzt aber raus aus dem Bett. Ja, was reißt denn da für neue Sitten ein? Tante Mia, aufsteh! Das sag einmal. Was ist denn los? Du sag einmal, wo hast dich denn du die ganze Nacht rumdrehen, ha? Gleich schaust du. Ja, du Lausbub, du, das geht dir doch gar nicht so. Und, wie steht's jetzt mit euch zwei? Alles bestens. Wir haben uns quasi soeben verlobt. Na. Ja. Ich habe zwar noch nichts davon gewusst, aber wenn's er sagt... Um Gottes Willen, da muss ich das Mädel ja gleich aufklären, auf was sie sich da mit dir einlässt. Jetzt ratscht's nur ihr zwei weiter. Ich hab schließlich eine Arbeit da. Und der Lucke hat mich schon lange nur aufgehalten. Tante Mia? Ja. Ich habe einen festen Job. Heißt, dass du arbeitest? Ja! Ein Wunder! Und wann krieg ich mein Geld? Ja, Tante Mia, das wird leider noch ein bisschen dauern. Das hab ich mir gleich gedacht. Weißt was, Bub? Holz, ich hab nur davon. Ich mein, ich hab genug davon, dass ich noch jahrelang vergeblich drauf wart. Wahrscheinlich hätte ich es sowieso nicht erlebt. Da könntest du sogar recht haben. Ha? Aber lang sollst du leben, Tante Mia. Und ich danke dir heute noch mal recht schön für alles. Bist wirklich eine gute Haut. Da hab ich was davon. Du, was anderes. Ihr werd's doch heute abgeholt, gell? Freust dich schon auf daheim? Und wehre mich frei. Bloß nicht unbedingt auf daheim. Also, Tante Mia, du sprichst in Rätseln. Aber jetzt musst du mich entschuldigen, gell? Ich muss doch schauen, dass ich meine Trudi noch erwisch. Wir haben da noch so viel zum Besprechen. Servus, Tante. Du bist und bleibst einfach meine Lieblingstante. So ein Lauser. Jetzt, wo er mich fast bis aufs Hemd ausgezogen hat, hat er auf einmal eine Arbeit. Hallo? Ja, Hallo? Sachsen, die geht denn da jeder nur noch beim Garten rein? Ja, komm rein. Grüß dich, Mia. Ja, grüß dich, Edi. Ich ruf gleich meine Schwester, gell? Danke. Amalie! Amalie! Ja, was ist denn? Besuch für dich. Ja, da, schau her. Hat man sich verirrt? Amalie, warum warst denn du heute Nacht so schnell weg? Ich hab dich gesucht und gesucht. Du, wer war weg? Du warst weg. Du bist plötzlich mit so einem jungen Fritscherl auf und davon. Aber geh doch nicht auf und davon. Nein, wir haben nur unter Bar ein Glas Sekt getrunken. Aha. Ehrlich. Warum hast du mit mir kein Glas Sekt getrunken? Hä? Ich hab gemeint, du magst keinen Sekt. No. Ja. Und dann ist er dir an mir dran gehängt. Ich bin ja praktisch gar nicht auf. An dir dran, Ja. Ah, dass mich nicht gleich schreist da herinnen. Du, was glaubst denn du und was bildest du ein, dass so ein junges Dingel von dir noch wollen hätte, ha? Weiß man's? Durst hat's gesagt. Naja, und du hast ja nichts wollen von mir. Ah, und da hast du gedacht, nix kann ich von so einem Jungen auch haben. Genau. Nein, nicht genau so. Aber so ähnlich. Was? Du warst eine nette Unterhaltung für mich. Und deine Rosen, übrigens, leicht übertrieben. Du, die haben mich schon gefreut. Aber damit hat sich die Sache für mich erledigt. Was?
Einfach so. Amalie, jetzt seid ihr nicht groß so streng mit mir. Ha? Oh, heilige Dreifaltigkeit, was steh ich aus? Ich bin nicht streng, ich bin stinksauer. Für solche Sparenzeln, da bin ich mir zu alt dazu, gell? Und du hast genau gewusst, dass das der letzte Abend für mich war. Gell? Da hättest du das mit dem jungen Dingel schon vergleichen können. Aber so seid ihr, Mannsbrüder. Kaum schwanzelt so ein junge Bauchsteizen daher, gell? Ja. Da rutscht ein bisschen Hirn schon runter in die Hosen. Okay, dieser Hirn, das ist aber hart. Ja, so ist das Leben. Du, die Blärmewecker. Mich hat mir auch nicht geschont. Ich hab auch nur einstecken müssen, aber das hat sich ab sofort geändert. Ja? Warum? Das geht dir gar nicht so. Wie du meinst. Naja, dann wünsche ich dir heute alles Gute. Hat mich gefreut, dass wir uns begegnet sind. Danke, gleichfalls. Ja. Sonst noch was? Ich habe jetzt alles nochmal durchgerechnet. Wir machen es genauso, wie wir es besprochen haben. Ja, was denn? Schicken die fort, wir halten Familienrat. Ja, wir sind sowieso fertig. Edi, vierte Boot. Magst du deine Rosen wieder mitnehmen, hä? Ja, im Morgen Kepflang lassen sie halt ein bisschen hängen, gell? Danke, ja bereits andere. Das ist ja keine Frau, das ist ja, da fällt mir gar nichts mehr ein. Was ist denn los? Was gibt's denn? Hallo, die Damen! Heute eine kleine Abschiedspizza mit viel Knoblauch, dass die liebe Verwandtschaft gleich Freude hat. Oder schlagen wir nochmal zu mit einer Pizza Grandioso? Ja. Gut, dann geh ich wieder. Halt, da geblieben. Was ist jetzt kaputt? Du kommst uns doch wie gerufen. Dich brauchen wir noch. Zu was, bitteschön? Also, eins stellen wir gleich mal klar. Meine Samariterdienste haben sich mit der Pizzalieferung erledigt. Mehr ist beim besten Willen nicht drin. Pass auf, Bub. Jetzt wird's dir gleich deine Salzbüchsel raustreiben. Und schon wir. Folge mir. Geh weiter. Hilfe! 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 Jetzt kriegt es mit der Angst an. Um Gottes Willen, es ist ja schon so spät. Die kommen ja jeden Augenblick. Schnell die Koffer raus. Hilf mir doch. Aber ihr habt doch Hunger. Wir haben doch noch gar nicht gefrühstückt. Ja, Fuhren kommt später. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ja, weiter, auf geht's, auf geht's. Aber was wollen wir heute noch, gell? Ja. Ach, wenn uns die gesehen. Ja. Die mit dem schönen Gewand. Eigentlich hätten wir es anlassen müssen. Denn die Sonja, wenn sie zur Tür reingekommen war, die hätte sofort den Schlag getroffen. Meinst du, dass wir das schöne Gewand noch mal anziehen können? Freilich, jetzt erst recht. Ach du, ich hab gar nicht gewusst, dass ich noch so gut tanzen kann. Und der allerweise um mich rumgeschwänzelt ist, ne, der hat mir vielleicht gut gefallen. Schade, dass ich den nicht schon viel früher kennengelernt hab. Ach, das hätte noch so romantisch werden können. Vergiss es, sind alles Hallo-Drehen. Entschuldigen Sie bitte schön, dass ich so reinplatz. Haben Sie den Herrn Höllbeck heute schon gesehen? Ja, der hat sich halt früher schon von unserer Schwester verabschiedet. Das hat er sich von uns auch, ohne zu zahlen. Was? Aber das ist doch so ein feiner Mensch. Der ist sicher bloß spazieren gegangen. Mit 2 schweren Koffer. Na, gewiss nicht. Der ist auf und davon. Ja, was sie nicht sagen. Aber der hat doch gesagt, er hat ein Gut in der Provence. Der hat ja nicht einmal ein Gartenhäusl in Giersing. Was der hat, ist ein Berg von Schulden. Na, wir haben uns schon erkundigt, aber den kriegen wir schon. Was hab ich gesagt? Alles Hallo-Dreh. Der hat in uns 3 reiche Witwen vermutet und an die Elvira hat er sich rangemacht. Aber die hat ihn sauber abblitzen lassen. Ja. Gott sei Dank hat der das nicht bei mir probiert. Ach, ich war sicher seinem Charme erlegen. Elvira, dein Jockel war ein Hochstapler. Na, das war nicht mein Junge. Weil für so eine Playboy-Figur habe ich ein sicheres Gespür. Stell dir vor, Elvira, der hat gar kein Gut in der Provence. Ich fasse es nicht. Was hätte der gemacht, wenn ich zugesagt hätte? Dann wäre er genauso sang- und klanglos verschwunden, ohne zu zahlen. Aber
Ich möchte mich gleich verabschieden. Sie werden ja doch heute noch abgeholt, gell? Ja, aber wir werden uns ja in Zukunft öfters sehen, gell, Schwester Gertrud? Das könnte schon sein. Werden wir nicht, weil wir doch nicht da sind. Also dann, alles Gute. Bis irgendwann. Es war mir wirklich, wenn auch ein sehr ungewöhnliches, aber auf jeden Fall ein Vergnügen. Ja. Übrigens, fesch habt's ausgeschaut heute früh alle drei. Gell? Naja, jetzt sind wir halt dann wieder 3 alte Weiber. Aber in den besten Jahren. Ja. Für gut. Für gut. Auf Wiedersehen. Die hat uns gesehen heute Wenn noch. der Lucky das Mädel kriegt, dann kann er sich Finger abschlecken bis hinauf zu den Ellenbogen. Ja, aber wie gesagt, die hat uns gesehen heute noch. Ja, und da war doch nichts, dessen wir uns schämen müssten. Na, Ja und? Was machen wir jetzt? ja, was machen wir jetzt? Alles Roger! Also ich muss schon sagen, ihr drei seid einfach Bomben. Du Heinzi, meinst du, dass du uns weiterhelfen kannst? Logisch, ich hab da schon ein paar Adressen bei der Hand. Und mein Papa, der hat in die Richtung Beziehungen. Ja, so in 3 Tagen läuft's. Ja, dann können wir ja in Kürze die Bombe platzen lassen. Ja, also, setzt euch hin. Und wie schaut denn aus? Ja, umwerfen. So, und jetzt schön lächeln. Jetzt machen wir noch ein schönes Foto fürs Familienalbum. Komm doch schon, Mausi. Halt schon, meine Damen, Sie nahen. Hoffentlich ist das Kasperltheater bald vorbei. Ich krieg vor lauter blöden Grinsen schon einen Krampf in meine Backen. Und ich in mein Hintern. Herein! Grüß euch. Grüß euch! Na, schau her, Klaus. Aufgereiht wie die Schweiberl. Ja, und die Mama, ganz wo die Backerl hat. Ja, prima, sag ich. Ihr seid ja schon bereit? Wir sind bereit. Zu allem? Bereit und erwartungsvoll. Freut euch schon heim, gell? Und wir! Sagt mal, warum sitzt denn ihr so komisch steif da? Ja, gell, ich hab mir's auch schon gedacht. Wie ein Wachsfigurenkabinett. Von wegen Wachsfigurenkabinett. Die werden Sie noch wundern. Wer ist denn das? Das ist der Heinzi, unser Essen auf Rädern Lieferant. Warum? War denn das Essen nicht gut? Nicht gut und viel zu wenig? Da waren wir ja vom Fleisch gefallen. Also, das ist ja allerhand. Klaus, bei dem Haufen Geld, das wir gezahlt haben. Ich hoffe schon, meine Lieben, ihr wisst es auch zu schätzen, was wir für euch getan haben. Wir sind euch ewig dankbar. Geht doch. Naja, dann ist das schon gut. Also, auf was warten wir denn noch? Packen wir's. Das Auto steht direkt in der Einfahrt. Ja, seid so gut und tragt unsere Koffer raus. Aber bitte nicht ins Auto. Ja, selbstverständlich ins Auto. Oder wollt ihr es vielleicht hohen drum? Nein, ich habe laut und deutlich gesagt, nicht ins Auto. Mama, bitte lass deine Spassetteln, so viel Zeit hab ich nicht. Jetzt geht's los. Ich halt's nicht mehr aus, Ja, dann geh nur schnell aufs Klo, sonst musst gleich im Auto. Ich wollte euch eigentlich ja noch ein bisschen länger schonen. Zappen lassen. Aber einmal muss ja gesagt sein. Mein Sohn, wir fahren nicht mit euch zurück. Was soll das heißen? Nicht mit uns zurück? Das, was ich gesagt hab. Das, was sie gesagt hat. Also eine Verlängerung gibt's auf keinen Fall. Wir haben doch schließlich keinen Geldscheißer nicht, oder? Meine liebe Schwiegertochter, das nehme ich dir nicht recht ab. Das mit dem Geldscheißer, meine ich. Das Lokal geht doch sehr gut, oder? Ja, freilich geht's gut. Du bist also kein armer Mann. Was soll denn das jetzt? Ach, ich verstehe. Klaus, deine Mama möchte die versprochene Vorauszahlung auf dein Erbe nicht geben. So, wenn man ja gleich denkt, dass du das wieder anders überlegst. Ja, und zwar ganz anders. Richtig, und zwar ganz anders. Am besten, ihr zwei setzt euch jetzt einmal da hin. Und wie haben wir euch das Lokal hinterlassen? Also, ich verstehe dich nicht, Mama. Auf was möchtest denn du hinaus? Waren Schulden drauf? Na, aber ich mein, das gehört doch wirklich nicht daher. Doch, habe ich die letzten Jahre nicht laufend beigesteuert. Und wir auch. Und ich hab putzt. Kostenlos, da kommt für auch was zusammen. Unbestreitbare Tatsache ist, dass wir
trotz bereits überschriebenen Anteile laufend in das Lokal reinbuttert haben und nie gefragt, wo und wie diese Gelder versanden. Aber damit ist jetzt Schluss. Endgültig Schluss. Unwiderruflich finito. Und was? Wieso? Der kapiert das immer noch nicht. Der Geld haben wir zugedreht. Falsch. Ist schon zugedreht. Und warum? Ich will es nicht noch länger machen. Unsere Geldkonten sind geplündert. Ratziputz leer. Ja, schaut's nur, es gibt nichts mehr. Weil wir das jetzt nämlich alles selbst verputzen. Die sind ja übergeschnappt. Die müssen entmündigt werden. Da wär's nicht hart, liebe Schwiegertochter. Bloß weil wir jetzt endlich, wo schon fast zu spät ist dazu, unser Leben noch mal selber in die Hand nehmen wollen. Entmündigt uns kein Amt der Welt. Weil wir nämlich auch noch Rechte haben. Also Mama, das ist doch nicht der Ernst. Sagt mal, was ist denn da geschehen da herin? Was ist denn los mit dir, mit euch alle? Das kann ich dir sagen. Einen größeren Gefallen habt ihr uns gar nicht erweisen können, als wir uns auf diese Zwangserholung zu schicken. Da gingen uns nämlich die Augen auf. Wie Nebelscheinwerfer. Jetzt tut mir fast ein bisschen leid. Ganz blass ist um die Nasen rum. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Also nochmal, weil du, Sonja, scheinst das ja immer noch nicht begriffen zu haben. Unsere Sparbücher sind geräumt. Wir sind ab sofort 3 vollkommen neutrale und ältere Damen und selbstständig. Bist die erste von euch 3 vom Stangelhaut. Und allzu lang wird das ja wohl nicht mehr dauern. Ach, in eurem Alter sitzt man mit einem Strickstrumpf im Lehnstuhl im Altersheim und gibt da Ruhe. Gehen wir ja. Von uns wird sie nichts mehr hören. Und dann steckt sie auf einmal doch wieder vor unserer Tür. Aber das könnt ihr euch gleich abschwinden, gell? Lieber gange die auf die Bahnhofsmission. Elvira, komm jetzt so gerne endlich alles, weil sonst zerreißt's mich. Noch was? Ja, freilich, jetzt kommt erst das dicke Ende. Sitzt ihr gut? Wir haben heute Nacht die Bank gesprengt. Eingebrochen. Die Spielbank gesprengt. Sagt es noch einmal. Was habt ihr? Die Bank gesprengt. 800.000 Euro. Sicher deponiert. Und das alles mit meinen Zahlen. Die 8, weil mein Alter immer an am 8. Geburtstag gehabt hat. Und die auf die Rot, weil ich immer eine Stinkwurst gehabt habe, wenn er mit einem fetzen Rausch an seinem Geburtstag heimgekommen ist. Und die habe ich 3-mal gesehen. Und 3-mal ist gekommen. Gell, jetzt sagt's nichts mehr. Mir wird schlecht. Mir ist schon schlecht. Tatsache, wir haben jetzt so viel, dass wir ein Leben lang von niemand mehr was brauchen. Vor allen Dingen lassen wir uns niemals mehr wohin schicken. Oder verfrachten. Oder verbannen. Ja, wir fahren selber fort. Heinzi, komm vor. Darf ich vorstellen, das ist der Heinzi, unser Vermögensberater und Privatchauffeur. Der ist an allem schuld. Das ist der Komplize von den 3. Der ist hinter dem ganzen Geld hier. Ein Betrüger ist das. Muss ich mir das gefallen lassen? Sonja, halt die Klappe. Der Heinz ist unser Vertrauter und Chauffeur. Er besorgt uns in Kürze den größten Camper, den es gibt. Verstehen Sie? Den größten und komfortabelsten, der zurzeit auf dem Markt ist. Ja. Und so lange wohnen wir in München im besten Hotel. Weil wir uns das jetzt nämlich leisten können. Ja, und dann geht's los. Jawohl! Wer sind denn Sie eigentlich, ha? Wo kommen denn Sie überhaupt her? Ich schalte jetzt sofort den Rechtsanwalt ein. Das müssen wir uns nicht bitten lassen. Klaus, sag halt du auch mal was. Umsonst. Du kennst meine Mama immer noch nicht. Und uns auch nicht. Die haben uns die ganzen Jahre für vollkommen verdrottelt angeschaut. Ja, das seid's doch auch. Welche fast 80-Jährigen kommen denn noch auf so eine wahnwitzige Idee, mit dem Camper in der Weltgeschichte rumzugondeln? Aber wehe, ihr steht's nur mehr vor unserer Tür. Die bleibt verschlossen. Sonja, sei jetzt stark. Was auch immer passiert,
Sie ist und bleibt meine Mama. Dankeschön, Burli. Und sei ehrlich, kannst du mir zum Vorwurf machen, dass ich mich nicht genügend um dich gekümmert habe? Nein, kann ich nicht. Ja, was werden jetzt aus unserem Umbau? Bedauere, ist nicht mehr unser Problem. Überhaupt nicht mehr. Ja, und wenn eine von euch krank wird unterwegs? Wir können uns überall auf der Welt jeden Arzt leisten. Ja, und wenn's aus ist, dann ist es aus. Aber wir haben noch einmal gelebt. Und das Ave Maria an meinem Grab singt der Herr Pavarotti persönlich. Heinzi Madel, auf geht's! Auf in den sonnigen Süden. Ein Bikini muss ich mir auch gleich kaufen. Wo die vielen schönen Kirchen sind. Ja, oder noch Neapel oder Capri, soweit's heute runtergeht. Und das nicht nur mit dem Finger auf der Landkarten. Schön! Bur, verstehst mich nicht? Wenigstens ein kleines bisschen. Nicht nur ein kleines bisschen, Mama. Klaus! Und ihr wisst, was ihr seid, alle drei miteinander. Wir hören. Drei ganz verdruckte, boshafte, egoistische, scheinheilige Luder! Na, wenn schon, dann sind wir Die scheinheilige Dreifaltigkeit. Amen. Musik